Ja, Boogie Woogie. Voll. Guten Tag. Es ist so, oder es ist so. Es kommt ganz darauf an, wie du Dinge von der Welt anschaust. Oder ob sie du überhaupt anschaust. Auch wenn du es nicht siehst. Wirken tut es. Auch wenn du es nicht merkst. Wirken tut es. Und irgendwann, schlussendlich, bist dann auch du der, aus dem vielleicht bemerkt, viele sterben, ohne dass sie es gemerkt haben. Weil sie einfach nie über eine Hürde ausgehen. Und das sind ihre Wände, die sie sich selber bauen. Der Schweizer ist da ein Spezialist. Mit dem Hägli-Denken. Mit dem Einfamilienhäuschen. Jeder braucht seinen Platz. Ja, nicht miteinander Gemeinschaft in einem gleichen Haus und ein bisschen, ja, mehr in die Höhe bauen, sondern Fläche braucht. Ja, in einer bestimmten Zeit hat das auch noch Sinn gemacht, wo man noch nicht viel war auf diesem kleinen Platz. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt sind wir ein bisschen mehr da. Und obwohl wir mehr sind, haben wir einen Haufen, tonnenweise, bergenweise, oder wie sagt man dem? Endlos Leerwohnungen. Ja, also, wenn die nicht genutzt werden, wird der Nachschub irgendwie auch noch nicht zusammengebrochen sein, bevor die nicht zusammenbrechen. Totes Kapital, verlorenes Kapital. Jetzt merkt das Kapital langsam, was da abgeht. Woher das irgendwelche Bewegungen kommen im Markt, in den Gesellschaften, in der Politik, überhaupt im Zusammensein für die ganze Menschheit. Wir sind in einer Zeit, wo einige machtgierige Menschen teilweise derart blendet sind, ich sage es jetzt mal so lieb, sie sind sehr bewusst stehend im Leben und wissen ganz genau, was sie machen. Also man darf es eigentlich auch als bösartig anschauen, das ist, denke ich, auch eine treffende Antwort. Eugeniker, die von sich aus entscheiden, dass andere einmal nicht das Licht von der Welt erblicken, plus ein grosser Teil auch zu gehen hat. Also was erlauben sich Menschen da über andere Menschen? Das ist kein Witz, das gibt's. Und das, wo das so will, ist billionenschwer, wenn man es zusammenrechnet. Schweizer Franken. Billionen, nicht Milliarden. Billionen. Vielleicht sogar mehr. Also, vielleicht geht es sogar in Trillionen. Wahrscheinlich eher schon. Aber das, was man weiss, ist schon Billionen. Und was man mit Billionen kann machen, weil Geld ist ja Macht. Es kommt vom Machen. Die Frage ist einfach, wie man macht, was für Absichten das man hat. Geld ist nicht an und für sich schlecht, sondern wie man es nutzt, ist schlecht. In meinen Augen. Und ich denke, da habe ich noch ein paar Leute in meinem Umfeld, die das ähnlich oder ebenso sind. Oder mitfällt. Und das ist nicht wirklich klein. Ich denke und ich spüre und ich fühle. Und ich finde den Slogan, wenn man ihn wirklich ehrlich meint, All Lives Matter,
Finde ich eigentlich am treffendsten. All lives. All. Wir sind alle Menschen. Nichts anderes. Sogar die solches Zeug machen, sind Menschen. Und ich kann Leute verstehen, die finden, hey, in den Knast mit denen oder sogar Todesstrafe. Ich kann nicht verstehen, ich bin nicht dafür, aber also für den Knast schon. Todesstrafe nicht. Das ist nicht meine Art. Aber Verbannung, eindeutig. Eindeutig. Isolation. Geht nicht und Enteignung. Geht gar nicht. Das ist so ein Verbrechen an der Menschheit, das gegenwärtig schon seit Jahrzehnten läuft und jetzt so in ein Finale hineinkommt. Sie haben es ein paar Mal schon erprobt. Das ist keine Probe mehr. Das ist es jetzt. Das ist nicht wieder eine neue Übung. Nein, jetzt wird auch der digitale Euro wird gefordert, die Impfung wird gefordert für 7 Milliarden Menschen. Und niemand widerspricht. Also, jede Regierung findet, ja, die Pandemie ist dann fertig, wenn die Impfung da ist. Es werden viele Sachen nicht in unserer Presse gebracht. Viele Sachen. Und dann werden Sachen so in Halbwahrheiten angelegt, wo die Hälfte stimmt, aber eine bedeutende Hälfte eben nicht, oder Teil nicht stimmt, oder eben nicht gezeigt wird, auch verschwiegen wird. Und das macht man in der Presse. Das sind ja Leitmedien. Also der Name sagt es ja schon. Leitmedien. Die grossen Blätter hier in der Schweiz, wo alle gebunden sind in irgendwelche Verträge mit Vereinigungen und Thinktanks und was auch immer. Und das geht in der Wirtschaft und das geht in der Politik. Das ist so. Und da sind einfach die Steuer in der Hand haben, die Thinktanks eben auch steuern und leiten und dominieren, was sie sagen haben. Und dann wird geschrieben, was soll geschrieben werden. Und dann wird dann eben am Schluss nur noch abgeschrieben, dass ja kein Fehler passiert im System. Und da, für das, bin ich eigentlich mein Leben lang ein Aktivist. Und ich zeige es manchmal so, zeige es manchmal anders. Ja, ich möchte jetzt da einfach meinen Kommentar dazu geben, warum auch, dass ich da eine neue Plattform ins Leben rufe. Und ich wollte die offen halten. Wer will etwas schreiben, rein, der hat eine Plattform für die Veröffentlichung. Ich kann keine Löhne zahlen, das geht gar nicht. Ist nicht möglich, ich kann selber nicht. Und es ist auch mit wenig Geld möglich. Ich brauche es nicht so wie teilweise in Deutschland. Ich muss nicht Hunderttausende von Euro oder Franken haben. Das ist überhaupt nicht so. Ich bin froh um Beiträge, natürlich. Es braucht etwas, das ist ganz klar. Aber der Monat jetzt zum Beispiel, jetzt in der Vorbereitung, ist erst zu 52% finanziert. Ja, ich mache es gleich. Ich mache einfach. Und es geht in dieser Zeit jetzt echt nicht mehr nur noch, hey, ich muss etwas Geld verdienen, sonst mache ich es nicht. Nein. Von Mensch zu Mensch teilt man. Und wer gibt, kommt über. So sieht es aus. Und ich kann hier meinen Teil geben. Es wird eine Plattform wie ein Telefonbuch eigentlich. Das ist der Hauptteil. Und dann hat es noch verschiedene Themenseiten drin. Zum Beispiel Impfen ist eine. Engineering ist eine. Inland, Ausland sind Seiten. Ja, und ein paar andere. Wir können ja mal reinschauen. Es ist schon ein bisschen ansatzweise die Berichterstatter am Stück.ch. Ich mache das mit den primitivsten Mitteln. Das hier, was ich jetzt hier aufnehme, ist mit der Bildschirmkamera. Mit nichts anderem. Wenn ich draussen etwas aufnehmen muss, muss ich es mit dem Handy aufnehmen. Und dann muss ich es zuerst auf den alten Computer tun.
weil der Mittelalter-Computer das dann auch nicht schnallt, muss es den bearbeiten, kann es dann übernehmen, kann es dann da weiter bearbeiten und als Video rauslassen. Meine. Aber es ist alles live eigentlich, immer spontan, mehr oder weniger. Und wenn nicht, sage ich es. Oder schreibe es. Es gibt Ausnahmen. Aber nicht aber, sondern ja, das Leben ist live. Das ist es. Und das Leben hat jedes fühlende Wesen verdient. Ansonsten wäre das Wesen nicht auf dieser Welt. Sogar die solches Zeug machen, wo man jetzt anzuklagen hat. Ich habe die Petition zum Beispiel unterschrieben in den USA, dass man Bill und Melinda Gates Stiftung anklagt. Wegen Verbrechen an der Menschlichkeit und an der Menschheit. Ich verlinke das vielleicht darunter oder in der Seite, findet ihr es auch. Ja, ich kann nicht alles machen. Ich bin allein zu der Zeit und ja, mach einfach. Und ich habe auch ein Kind und das hat Priorität. Ich habe einen grossen Sohn, der kann für sich selber schauen, tut er auch. Und ja, ich habe einen kleinen, der kann noch nicht für sich selber schauen. Also natürlich kann er vieles, aber das geht nicht allein zu leben. Und so ist das mit Vätern oder mit Müttern. Das ist Arbeit, ja, und wenn wir selber schulen, so. Es ist wichtig, dass wir frei werden, dass wir die direkte Demokratie als Freiheit wirklich leben können. Es ist noch nicht ganz zu Ende. Das, was leider schon eingeführt worden ist und schon fast unumstößlich aussieht, können wir ändern, wenn wir wollen, jetzt noch. Und es geht wirklich darum, dass wir unsere Grundrechte behalten können, beziehungsweise wirklich leben können und nicht eingeschränkt werden durch solche Massnahmen, die keinen Sinn machen, dann auch noch, wo man beleidigt hat, dass sie keinen Sinn machen. Es ist wirklich ein Verbrechen, das hier läuft. Ich bitte euch, seht das. Es ist ein Verbrechen von der Pharmaindustrie, von der Oligarchie, von der Eugeniker, alle im Verbund mit dem WEF, mit den Bilderberger, mit dem CFR. Und das kommt alles wurzelt. Nein, es ist schon uralt, die ganze Geschichte, aber es wurzelt eigentlich in der Aktivität im Club of Rome. Also was ich jetzt so zurückgegangen bin. Ja, ist schon lange her. 50 Jahre, 60 Jahre, so, oder? Und man kann alles nachlesen, wie man so Sachen macht, dass man dann eben die Weltmacht hat, eine neue Weltordnung. Es geht um das und es geht darum, die Weltordnung hat dann eben auch dafür zu sorgen, dass wir ja nicht zu viel werden. Und ja nicht zu viel heisst, es ist das Maß, wo die Eugeniker festlegen. Nicht die Natur. Und das ist unfrei. Und das ist sehr bedrohlich. Und das sind alles so Gründe, weil ich kann die alle belegen. Also hallo, ich kann die für mich belegen und ich kann mir meine eigene Meinung machen und kann nicht wegschauen, wenn ich sie mal gesehen habe. Also hallo. Und teilweise Sachen auch in meinem Leben haben müssen erleben. Nicht zu knapp. Ja, ich bin jetzt alt geworden, man nimmt mich nicht mehr so wichtig, denke ich. Ja, ist schön. Und wenn man alt ist, hat man eben ein bisschen mehr Zeit auch dann. Zum Beispiel eben, wenn das Kind nicht bei einem ist, kann man auch etwas machen. Und das habe ich für mich so organisiert, dass das switchen kann.
Und das passiert halt aus den Gründen, die dann halt eben sind. Jeder Mensch, der hier auf dieser Erde ist, hat das Leben vom anderen Leben, von einem mitfühlenden Wesen, ebenso zu achten wie sein eigenes Leben. Jeder Mensch. Wenn er das nicht macht, ist er bei mir unten durch. Endfeuer. Kannst gerade wieder gehen. Das ist meine Sicht von den Dingen. Das ist meine Spüre, mein Fühlen und mein Denken. Da geht es mir nicht nur, also was heisst nur, um gelbe, schwarze, braune oder weiße oder rote Menschen. Da geht es mir auch um Tiere. Und ganz klar geht es mir da um Tiere. Es sind so grusige Geschichten in dieser Welt. Und diese grusigen Geschichten haben wir bis anhin. Und jetzt haben wir genug Zeit gehabt zum Überlegen in dieser Zeit, oder? Bis anhin haben wir die alle. Auch die nicht mitgemacht haben, weil die haben sich zu wenig gemeldet. Ich auch. Viel zu wenig. Wir alle haben den Scheissdreck mitgemacht. Kein einziger Mensch, ausser ein Eskimo oder halt ein Mensch, der wirklich geografisch irgendwo in einem klimatischen Gebiet ist, wo nichts Grünes ist oder nichts wachsen kann. Kein Mensch sonst braucht irgendwelche tierische Nahrung. Das ist eine reine Einbildung und eine Belügung, Selbstbelügung aus einer Fleischsucht heraus. Wo wir hier anerzogen haben. Über die Jahrhunderte. Und das ist natürlich auch von der Eiszeit her. Und der Mensch hat sich wandeln vom Pflanzenfresser teilweise zu einem Fleischfresser, weil er ja nichts mehr anderes hatte. Also hallo, in der Eiszeit da wächst nicht viel. Wirklich nicht viel. Und dann hätte er da so überleben und das ist doch verständlich. Heute haben wir riesige Anbauflächen. Wir raubbauen die und vor allem machen wir das für Futtermittel, für die Fleischindustrie. Statt das Gescheite oder beziehungsweise das richtiges, natürliche Anbauen, was die Natur eigentlich für uns nicht vorgesehen hat. Das kann man ja alles recherchieren. Das geht alles. Da muss man einfach nicht zu faul sein dazu. Ich möchte jeden auffordern, jede auffordern, da ein bisschen reinzuschauen in die pflanzliche Kost. Und wie man eben Eiweiß bioverfügbarer kann zu sich nehmen. Ja, auf gewisse Sachen muss man schauen. Also auch Schuss dann erst, ja nicht einfach so. Oder gehst ja nicht nur zum McDonald's. Und wenn du das machst, bist du so auf dem falschen Dampfer. Dann solltest du jetzt also eine Notbremse ziehen. Egal wie alt du bist. Es gibt Mischkost, die vernünftig ist. Und es gibt sogar Mischkost, wo ein vernünftiger Fleischkonsum auch stattfindet für Fleischesser, die wirklich nicht aufhören wollen. Also das heisst, wo sehr reduziert ist. Und ja, das kommt aus einer bestimmten Zeit raus. Das hat man sich noch nicht wieder abgewöhnen. Möglichkeiten da, rundum. Also wir gehen mehrmals in der Woche in den Wald, in Wiese, einfach wo nicht gegülnet ist, und finden unsere Wildkräuter. Wir gehen nicht abgrasen. Wir nehmen das Eis und das Eis und das Eis und das Eis. Wir nehmen uns Zeit. Auch eine Pflanze ist ein Lebenswesen. Und ja, Pflanzen können fühlen. Fragt mal Baumforster. Fragt mal. Fragt. Wenn ihr gar nichts wisst von dem allem. Fragt, wo ihr könnt. Fragt einfach. Fragen macht gescheit. Und dann kommen ihr verschiedene Antworten über, wenn ihr immer fragt. Und dann könnt ihr eure Meinung bilden. Ja, ein alter Mann, der wieder ein neues Projekt macht.
Ja, ich bin nie zu alt. Ich bin einfach. Ich sehe schon, dass das Graue schon da ist. Methusalem langsam. Ja, klar. Doch, man ist so alt, wenn man sich fühlt. Körperlich alt, geistig nicht so. Und ich denke, das kennt ihr bei euch vielleicht auch ein bisschen. Solche Sachen. Also, dieberichterstatter.ch. Ich bin ein emotionaler Mensch und es hat auch da wieder mit Emotionen zu tun, also mit Mitgefühl, das ist das Fühlen, gehört auch, das Fühlen gehört in die Emotionen hinein. Das kann ich auch in dieser Seite wahrscheinlich schlecht weglegen. Und ich finde es auch nicht unbedingt falsch. Also ich finde es ganz bedeutend zum Beispiel, dass Menschen, die sich tagsüber oft beschweren müssen oder tun, durch irgendwas, was immer ist, Arbeit oder sonst was, zum Beispiel Musik hören, die Richtung. Oder? Und ich rede also, seit Jahren rede ich von Frequenzenverschwingung und auch vom Wasser. Ich habe ja anfangs der 2000er Jahre bin ich aktiv in der Wasserforschung und habe eigentlich das Gleiche erforscht wie der Masaru Emoto. Einfach im flüssigen Zustand, im flüssigen Aggregat. Und er hat es im Eis beleidigt. Und ich habe genau das Gleiche, wenn er dort dazumal beleidigt hat, dass das Wasser eine Intelligenz ist, reagiert auf dich, im positiven, negativen, also konstruktiven, negativen. Und da Antworten gibt, das habe ich auch gefunden im flüssigen Aggregat. Und für mich hat sie, das Dasein, die Welt, nicht nur mit dem Kopf zu tun. Also nicht nur mit dem Hirn, meine ich jetzt. Und nicht nur mit dem Geist. Wobei mit dem im Ganzen eigentlich schon. Weil das Herz ist auch drin und der Bauch ebenso. Es hat bei mir eben mit dieser Trinität zu tun, von Kopf, Herz, Bauch. Und so habe ich immer schon meine Projekte gemacht. Und ja, habe meine Samen in die Welt gelegt, dass dieses Pflänzchen wachsen kann und die eins. Und es sind schon einige gewachsen, denke ich. Ja. Also wenn ich mal gehe, dann habe ich glaube schon meine Ruhe, wenn ich gehe. Also fühle ich so jetzt. Es ist nicht immer so ruhig im Leben. Und vor allem, wenn du eben auf ein Thema stoßest, das dann ganz extrem ist. Und das ist das Thema zum Beispiel mit den Kindern. Das begleitet mich eigentlich schon lange. Ich habe in meiner Verwandtschaft leider auch solche Fälle gehabt, die echt schlimm waren. Wirklich schlimm. Und dann habe ich in den 90er Jahren, Anfangs 90er Jahren, habe ich Gestaltung gemacht für die Kampagne gegen Kinderprostitution. Auch das ist sehr tief gegangen, weil da habe ich Antworten bekommen von Opfern. Und das ist nicht einfach, so etwas zu sichten oder anzuhören oder anzuschauen. Gar nicht. Also ich glaube, für mich jetzt im Leben ist für mich klar, es gibt nichts Schlimmeres. Nicht. Außer es betrifft dich selber mit irgendeinem Vorfall. Aber sonst in der Welt gibt es nichts Schlimmeres als Kinderschänden. Und das für verschiedene Zwecke. Und schlussendlich immer für Befriedigung. Und mit Frieden, wo ja dem Wort wäre, hat das nichts mehr zu tun. Nicht mehr. Und solche Beiträge sind auch verlinkt in dieser Seite. Wer starke Nerven hat, kann, und das nicht glaubt, kann das anschauen. Jemand anderes braucht es nicht. Es ist schonungslos.
Und vor allem ist es anders. Es ist anders als Leitmedien, die gesteuert sind von unförderlichen Kräften. Nur mal kurz einen Aufruf. Pardon. Den können wir rausschneiden. Nur mal kurz ein Aufruf für den nächsten Samstag. Nächsten Samstag möchte ich euch alle einladen, auf Bern zu kommen. Bürger für Bürger. Menschen für Menschen. Wir stehen dann an. Wir haben den Mut, für unsere Grundrechte anzustehen, unser Gesicht zu zeigen. Und wir haben eine Bewilligung, das heisst nicht wir, dass Bürger für Bürger hat eine Bewilligung für die Veranstaltung unter dem Motto Let's make Switzerland great again. Am Samstag, am 27. Juni, ab 2 auf dem Bundesplatz, auf dem Bundeshausplatz in Bern. Komm auch, komm friedlich. Es wird Musik geben, es wird Reden geben und es wird einen Flashmob geben. So Flash wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein, wenn man ihn schon ankündigt. Dennoch kommen alle auf Bern und stehen ein für Grundrechte hier in der Schweiz.